Christsein muss so und so und so aussehen. Ja. Und alles, was außerhalb ist, ist nicht mehr heilig. Ich darf mich nicht knechten lassen von dieser Harmoniesucht. Das ist eine Religiosität, die nicht Freiheit ist, nicht zu mir gehört und nicht mal wahr ist, nicht mal realistisch. Herzlich willkommen im Sunday Night on Air, dem Podcast von der Sunday Night Community hier in Zürich. Ich sitze hier mit Joel, Pastor vom Sunday Night hier in Zürich, und mit der Michelle Eichele vom ICF Friedrichshafen, Pastorin, zusammen mit deinem Mann Simon und Theologiestudentin. So schön bist du heute hier. Und wir sprechen heute über ein Thema, über Irrlehren. Und vielleicht gerade mal, Joel, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir über Irrlehren sprechen in der heutigen Zeit? Es ist interessanterweise auch in der Bibel schon von Anfang an ist es ein Stück weit ein Kampf und ein Ringen darum, was ist jetzt Wahrheit, was ist das Evangelium, was möchte die Bibel wirklich sagen. Und das ist einfach, und darum ist es gut, immer wieder auch da eine Grenze zu finden oder sich bewusst zu sein, okay, es gibt so viele Strömungen und Meinungen. Und ich möchte nicht sagen, jede Meinung, die ich anders sehe, ist eine Irrlehre, aber es gibt so grobe Strömungen, die wirklich sich dann wegbewegen vom Evangelium, von der gesunden Lehre, wie sie Paulus auch nennt, wo man sagen muss, okay, das ist eine Irrlehre. Da machen wir einen Cut, ganz bewusst, und als Kirche deklarieren wir das als Irrlehre, da gehen wir nicht hin, das glauben wir, ist falsch, ist nicht das, was die Bibel sagt. Ich habe da gerade mal eine Definition mitgebracht, was man unter Irrlehre verstehen kann. Und zwar, biblische Lehre bezieht sich auf Lehren, die mit dem offenbarten Wort Gottes, nämlich der Bibel, übereinstimmen. Falsche Lehren jedoch ist jede Idee, welche die in Gottes Wort gegebene Lehre ergänzt, wegnimmt, ihr widerspricht oder sie aufhebt. Und ja, wie du es gesagt hast, es gibt so viele Strömungen. Ich habe hier einfach mal ein paar erwähnt, zum Beispiel viele Wege zu Gott, Abschaffung der Hölle. Das sind alles so Themen, die man heute diskutiert, ob das Irrlehren sind oder nicht. Wir möchten heute über 3 verschiedene Irrlehren sprechen, nämlich die Gesetzlichkeit, die Gesetzlosigkeit und die Gnosis. Und zwar wollen wir darüber sprechen, weil, wie du das vorhin auch schon uns erklärt hast, Joel, dass diese 3 Irrlehren waren schon zur Zeit der Bibel Irrlehren, die im Gebrauch waren, im Umlauf waren und die Paulus auch konfrontiert. Ja. Und heute möchten wir zuerst anfangen mit Gesetzlichkeit in dieser Folge, mit der Gesetzlichkeit. Und Michel, ich nehme das mal Wunder, wie würdest du Gesetzlichkeit definieren und warum ist es eine Irrlehre? Also ich finde Gesetzlichkeit, genau, da würde ich auch immer sagen, einfach religiös zu sein oder Religiosität zu haben, ist alles, was wir für Gott tun, ohne Beziehung. Also ohne, dass ich das aus Liebe heraus tue. Also sagen wir mal, ich habe jetzt keinen Sex vor der Ehe. Sieht mega heilig aus von außen. Aber wenn ich keine Beziehung habe und ich weiß, warum ich das eigentlich tue, es eigentlich nur tue, weil ich glaube, dass es richtig ist, weil ich denke, so muss es gemacht werden, weil es mir immer so gesagt wurde, ohne zu verstehen, ohne das Herz Gottes zu verstehen und es einfach dann mache, dann glaube ich, ist es Religion, weil ich das Warum nicht verstanden habe und es vielleicht auch ohne Liebe mache. Für mich sind das 2 unterschiedliche Dinge. Ich stimme dir überein, okay, ich mache das aus Liebe heraus. Aber schon bei meiner Frau, wenn sie mir Dinge sagt, tue ich die manchmal und ich verstehe es nicht oder bin sogar der Meinung, dass es falsch ist, aber ich tue es trotzdem aus Liebe heraus. Und ich bei Gott auch manchmal, und ich finde das eben auch noch ein interessantes Beispiel, auch gerade mit dem Sex, weil ich Zeiten hatte in meinem Leben, wo ich keinen Sex also außerhalb von der Ehe hatte, aber war eigentlich eher in einer Zeit drin, wo ich gesucht habe, warum ist es wirklich so, aber hatte in mir drin doch das Vertrauen. Aber nicht, dass wenn man den Anspruch hat, dass man immer alles versteht, habe ich das Gefühl, ist es zu weit. Verstehst du, was ich meine?
Weil manchmal muss man auch Dinge tun, wo man es noch nicht ganz versteht, aber irgendwie trotzdem hat man das Vertrauen, dass es falsch ist, dass falsch wäre, es nicht zu tun. Aber dann ist die Frage, kommt es halt aus Beziehung heraus? Ja, das finde ich gut, ja. Ja. Aus Beziehung, ja. Das finde ich schön, ja. Und vielleicht auch, warum man etwas tut. Ja. Also die Motivation dahinter. Ja. Ich denke auch gerade die Gesetzlichkeit, die in der Bibel aufs Schärfste verurteilt wird von Paulus, das ist alle menschliche Beteiligung am Heil, am eigenen Heil. Und das durch das ethische Gutsein, durch das moralische Gutsein, durch dass ich die Bibel lese oder Gott treu bin, stelle ich Gott wie in eine Position hinein, wo er mir schuldig ist. Zum Beispiel, dass ich gerettet werde oder dass ich in den Himmel komme. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, jemand, der gesetzlich lebt, sein ganzes Leben lang, der wird mal, wenn er mal vor Gott steht, in den Himmel kommt, hat er eine Liste, was er alles gemacht hat, warum er jetzt verdient hat, in den Himmel zu kommen. Also ich denke, auch zu einem großen Teil ist es ist Gesetzlichkeit eine Irrlehre, weil es bedeutet, die Gnade Jesu ist nicht genug. Das Werk am Kreuz ist nicht genug für dein Heil, sondern du musst jetzt noch liefern. Und ich denke, das ist einer der Hauptpunkte, warum auch Paulus diese Irrlehre aufs Schärfste konfrontiert. Weil dann ist es nicht mehr Gnade, dann bist es du. Es ist kein Geschenk mehr. Ja. Und, ja. Ich hab da manchmal bei Paulus auch das Gefühl, dass das so sehr verbreitet halt war. Eben, die ersten Christen, das waren alles Juden und das war vielleicht für sie auch gar nicht so einfach zu sagen, okay, jetzt bin ich nicht mehr aus dem Befolgen des Gesetzes gerettet, sondern aus Gnade. Schon für Juden damals war es noch viel ein krasseres Umdenken jetzt als vielleicht für uns heutzutage. Aber immer noch, glaube ich, ist viele von uns kennen es. Manchmal. Ja, klar. Ja. Es wäre fast einfacher, ein paar Regeln zu befolgen. Aber als einfach wirklich, okay, ich lebe aus Gnade raus oder aus Beziehung dann. Es schließt nicht Gehorsam, es geht nicht darum, Ungehorsam ist auch okay. Aber ich finde das eine coole Definition, dass es aus Beziehung kommen muss. Weil, wenn wir die Pharisäer anschauen, die haben alles gemacht, was gut aussah. Die haben alles gehalten. Noch schlimmer. Also, die haben sich noch mehr Regeln eigentlich aufgebaut, als es war. Ja. Aber alles ohne eine Beziehung zu haben, ohne aus Liebe heraus, ohne es aus freien Herzens zu tun, sondern zu tun, weil sie halt dachten, ich muss es, um eben dann gerettet zu werden. Ja. Die haben ja das auch so, also ich finde das Pharisäertum eben auch noch spannend, weil das für mich so die Religiosität, mit der Jesus konfrontiert war, ist. Die Pharisäer haben die Gesetze nicht nur genommen, sondern um ja nicht das zu übertreten, haben sie noch so extra Gesetze gemacht, dass sie auf keinen Fall irgendein Gebot überstoßen. Und diese Tendenz beobachte ich sehr oft auch bei gewissen Christen oder so, dass wir da einfach Gesetze erfinden. Und das ist, finde ich, immer noch relevant, um ja nicht irgendwie da in etwas hineinzukommen, was jetzt nicht mehr christlich wäre. Habt ihr das Gefühl, Gesetzlichkeit ist heute ein Thema innerhalb der Kirche? Also ist das eine Irrlehre, in der die heutige Kirche, wir als Kirche wo wir auf der Hut sein müssen, dass wir nicht reinrutschen? Oder habt ihr vielleicht Beispiele aus eurem Leben, wo Gesetzlichkeit vorkam oder wie sie sich geäußert hat? Vor einigen Wochen ist ein junger Mann auf mich zugekommen und hat einfach völlig zerbrochen mir erzählt, oder geweint und wie er einfach merkt, dass er kein guter Christ sein kann, weil er einfach er kriegt es nicht mal hin, seine Zeit mit Gott so zu machen, wie er sich das eigentlich vornimmt und hat sich so schuldig irgendwie gefühlt. Und dann habe ich genau gemerkt, das ist so ein klassischer gesetzlicher Druck, der da ist, ein religiöser Druck. Hey, deine Beziehung mit Gott muss irgendwie so da sein. Und dann eben habe ich ihnen gespiegelt, und das ist auch wieder das, schau dich mal an, dein Wunsch nach mehr von Gott, deine Liebe zu ihm. Und das sehe ich so, diese große Gefahr auch, dass man halt
sich so schuldig dann fühlt und selbst verurteilt, weil man irgendeinem christlichen Bild nicht entspricht, obwohl die Liebe so groß ist und Gott jubelt über dir. Aber wir haben so ein gesetzliches Bild, nein, ich bin noch nicht fromm genug. Diese Tendenz sehe ich auf jeden Fall. Ja, ich finde es noch schwierig, es als Irrlehre zu bezeichnen, weil es nicht etwas ist, was ich von vorne wie lehren würde. Wisst ihr, was ich meine? Also ich sage jetzt nicht, du musst irgendwie mehr Bibel lesen, aber das kommt ja manchmal auch in den Predigten raus. Also was Leute wie mitnehmen. Ja. So, oh, jetzt muss ich mehr Bibel lesen, oh, ich muss mehr, ich muss. Wo wir dann eben zu dem hinrutschen, dass wir eben eine Selbstgefälligkeit und Gerechtigkeit da reinrutschen. Und ich glaube, dass das eben der Punkt ist, wo wir aufpassen müssen. Wie lehren wir die Sachen, wie bringen wir sie rüber? Das ist auch etwas, was ich beobachte, eben viele rutschen dann eben also in schlechte Gewissen hinein, oh ja, ich mache das zu wenig oder ich bin kein guter Christ, weil ich das irgendwie nicht geschafft habe. Ja. Und die andere Seite ist aber, dass auch viele reinrutschen in, ich bin jetzt frei und es eigentlich als Freifahrtschein nehmen für Sünde. Oder eben, das wäre dann das vom nächsten Mal. Ja, genau, das ist ein anderer Punkt. Ja. Aber ein Beispiel in der Celebration hatte ich die Leute aufgefordert oder ermutigt, dass wir alle gemeinsam uns auf die Stühle stellen und Jesus von den Dächern runter singen. Geil. Und ich glaube, Master feiert das. Aber und man hat gemerkt, dass es teilweise überfordert, weil, ganz ehrlich, manche sind schon überfordert, dass wir überhaupt klatschen in der Kirche, dass wir rumspringen. Und da sind Leute aufgestanden und ich habe gemerkt, okay, da steht was bei Menschen auf, auch wenn sie es vielleicht nicht so definieren würden, aber es steht was auf. Das ist was dagegen. Hey, das ist doch nicht, das ist ja nicht heilig. Also ich kann ja nicht auf dem Stuhl stehen. Oder ich hatte mal auf TikTok hatte ich mal von der Conference so ein Moshpit, da war ein Moshpit bei wie hießen die da waren? Ja. Planet Shakers. Planet Shakers. Ja. Genau, und ich wurde da gebasht, wirklich von Christen so runtergemacht, dass das überhaupt nicht geht, dass das nicht heilig ist und da rutscht eine Gesetzlichkeit rein. Ja. Wir dürfen oder Christ sein muss so und so und so aussehen. Ja. Und alles, was außerhalb ist, ist nicht mehr heilig. Ja, das sehe ich schon sehr stark. Ich glaube, das ist interessant, wirklich bei diesem Thema haben wir das auch, dass es zu wenig geistlich wirkt, ja, genau. Zu wenig fromm wirkt. Eben auch ruhig, gleich christlich, diszipliniert oder ordentlich oder genau, das ist das alles, ja. Aber alles, was wild ist, ist schwierig. Ich finde, oder da sind wir ein bisschen gesetzlich. Ein Punkt, wo ich sehe, dass wir heute wahrscheinlich noch religiöser sind als die Generation vor uns, ist, wenn es um Harmonie geht. Der Anspruch, dass in der Kirche und unter Christen die Dinge harmonisch ablaufen, ist so riesengroß. Man darf nicht, also eine Beziehung oder eine Freundschaft darf nie in Brüche gehen. Das ist super schlimm, obwohl das von Beginn an irgendwo auch dazugehört, auch in der Bibel. Aber die Dinge müssen immer harmonisch sein. Und sobald sich eine Person angegriffen oder ausgeschlossen oder diskriminiert fühlt, ist das ein großes Problem. Und da diese Harmoniesucht habe ich auch selber erlebt. War lange Zeit einfach wirklich eine Religiosität, die mich so eingeengt hat und die ich schon spüre, die haben wir in der Kirche, da sind wir völlig extrem. Was hat das bei dir? Wie hast du diese Religiosität gemerkt? Oder was waren Früchte dieser jetzt spezifischen Religiosität bei dir, wo du dann gemerkt hast, doch, ich bin gesetzlich in dem? Ich hatte eine Burnout-ähnliche Krise. Ich hatte nicht wirklich einen Burnout, aber ich hatte so wirklich eine Krise, wo ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr. Und
ich musste, und das ist eben, war auch interessant, darum finde ich, das ist Religiosität, ich musste ausbrechen und während Monaten Schuldgefühle aushalten. Ich wusste, es ist richtig und ich muss da gehen, aber ich muss jetzt einfach aushalten, ich fühle mich schuldig, weil ich jetzt auf eine Art und Weise, bei mir war es im Leiten drin, weil ich leite auf eine Art und Weise, wie ich weiß, gewisse Leute im Team finden es richtig scheiße. Die würden es genau anders machen. Aber ich muss das aushalten, das ist jetzt einfach, ich darf mich nicht knechten lassen von dieser Harmoniesucht. Das ist eine Religiosität, die nicht Freiheit ist, nicht zu mir gehört und nicht mal wahr ist, nicht mal realistisch. Michael, was denkst du, was sind Früchte der Gesetzlichkeit? Wie zeigt sich Gesetzlichkeit im Leben? Dass man irgendwie... Generell im Leben. Ja, generell. Wenn du... Vielleicht jetzt auch... Ich denke, Leute fragen sich, okay, wie weiß ich, ob ich gesetzlich bin? Mhm. Hättest du da einen Gedanke dazu? Mhm. Ich glaube immer, wenn auch Angst reinkommt. Mhm. Angst, nicht genug zu sein, Angst, zu wenig zu tun, Angst... nicht gerettet zu sein. Es ist ganz schlimm eigentlich zu beobachten, wie viele Christen auf Konferenzen, die schon jahrelang Christen sind, wieder nach vorne rennen, weil sie Angst haben, also beim Altar Call, weil sie Angst haben, ich bin nicht gerettet. Und ich glaube, da sehe ich extrem Gesetzlichkeit, dass wir da eben im Alltag reinrutschen. Und ich meine, das geht ja auch mega schnell. Zu denken, ich muss noch mehr tun. So, ich bin nicht genug. Es reicht nicht. Und dann die Angst davor. Oder eben die Schuld, wie du es auch gesagt hast. Schuldgefühle. Kann es auch sein, dass man oft auch dann bei den anderen Menschen ist. Oder? Also schnell mal ins Verurteilen kommt, wenn Leute es nicht gleich machen. Eben. Also, dass man, wie du es auch gesagt hast, man recht schnell mal rüberschaut und denkt, wieso macht er jetzt das nicht? Yeah. Oder die Pharisäer, wenn ich jetzt an die Pharisäer denke, das ist ja auch oft so, das kann er doch nicht so. Als Jesus die Sünden vergibt, schauen sie dann so, also das kann er doch nicht machen, oder? Also, voll. Dass man oft dann auch bei den anderen Menschen ist, anstatt bei sich selber und zu verurteilen beginnt. Ja. Ich finde das noch einen guten Selbsttest. Wie beurteilst du andere Christen? Und dann siehst du, weil dann, das ist die Messlatte, die nicht nur Gott bei dir ansetzt, sondern das ist automatisch dann auch die Messlatte, die du unbewusst an dir selber ansetzt. Und das Schlimme ist, die Christen sind ja darin immer die Besten. Also wenn man christliche Influencer anschaut, oder also die Kommentare, ich habe noch nie negative Kommentare von Nicht-Christen gesehen, sondern es sind immer negative Kommentare von Christen. Also keine Ahnung, bist du im Urlaub, zeigst ein Bikini-Foto, bist unten durch und bist schon nicht mehr heilig. Also ich glaube, wir haben so viel mehr Gesetzlichkeit unter uns Christen, als wir uns vorstellen können. Also ich finde auch noch den Punkt spannend mit Harmoniebedürftigkeit. Also den hätte ich noch nie so als gesetzlich gesehen. Ich finde, der rattert noch. Also, weil es ja, das stimmt. Wir wollen ja niemanden verletzen. Ja, aber es beißt sich eben mit dem. Ich finde, im Pharisäerbeispiel, okay, Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und das ist super. Und ich liebe ja die Leute, ich liebe auch die Leute in meinem Team. Aber wenn ich dann das verwechsle damit oder so ausweite, dass ich nichts machen oder tun darf, das aneckt bei ihnen, dann habe ich wie das ist schon lange nicht mehr das, was eigentlich der Gedanke ist von Gott her. Gott selber ist ja ein Stück weit konflikt- oder auseinandersetzungsfreudig. Ja, also ich meine, Jesus ist nur angeeckt. Ja, aber auch ich finde das so geil, wenn als Gott seine Beziehung mit Jakob vertiefen wollte, hat er einen Engel geschickt, um mit ihm zu battlen und zu kämpfen. Und sie haben sich, und das haben wir, und da merke ich, das haben wir halt ein Stück weit wie völlig verloren und haben das Gefühl, wir dürfen nur lieb miteinander sein und haben das Gefühl, verwechseln das mit Liebe. Ja, das kommt mir gerade diese Stelle noch mit Moses in den Sinn, als Gott sagt, geh zum Volk und du bist der sie befreit aus Ägypten, aus dem Land der Sklaverei. Und Moses sagt, ja, nein, ich kann nicht sprechen.
ich bin nicht der Richtige. Stell dir vor, Gott wäre harmoniebedürftig gewesen und hätte gesagt, ah ja, okay, gut, ja, nein, wenn du es so sagst, dann okay, dann lassen wir es so. Die wären in der Sklaverei geblieben. Also ich sehe diesen Punkt schon auch sehr stark, ja. Ja, Jesus liebte den Petrus. Und dann hat Jesus dem Petrus in die Augen geschaut und gesagt, Satan, geh hinter mich. Als der Petrus einfach eine teuflische Bemerkung gemacht hat. Er hat's einfach, und Jesus war super straight aber nicht, er war ja nicht gegen Petrus, aber wenn er gemerkt hat, da kommt jetzt etwas Negatives bei Petrus durch, hat er es benamst und war ehrlich und direkt. Jesus war natürlich immer in der Wahrheit, aber einfach auch die Jünger nachher, der Paulus und der Petrus und der Johannes, die hatten die Diskussion und haben einander gefetzt. Der Paulus und der Silas hatten sich auch verfeindet, oder Barnabas. So, sie haben dann die Wege getrennt und dann sind sie aber später wieder zusammengekommen. Das gehört irgendwie dazu. Und das müssen wir einander auch gönnen. Ja, mega. Ja. Aber würdest du sagen, dass dann oder gesetzlich, weil ich Angst habe, oder jemanden zu verletzen? Und mich deswegen eigentlich... Ich glaube ja, ich glaube es geht da rein. Die Leute haben das Gefühl, viele Junge vor allem haben das Gefühl, wenn ich jemanden verletzen würde, wäre das Sünde. Von dem Schuldgefühl her. Und ich glaube, das ist einer der großen Hinderungsgründe für gewisse Menschen in Leiterschaft auch reinzugehen oder in Verantwortung reinzugehen. Weil sie wissen, sie können es noch nicht so perfekt machen oder sie müssen es dann allen recht machen und die Ansprüche sind riesig, weil sie selber vielleicht auch sehr hohe Ansprüche an Leaders haben. Und das ist, ich denke, das ist super wichtig, das zu überwinden. Schon nur einfach, weil man nicht frei ist, wenn man immer harmonisch sein muss. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen, und zwar, wie kann man Gesetzlichkeit überwinden? Also jetzt gerade ihr, wo in pastoralen Rollen seid, was wäre euer Vorgehen, wenn jetzt jemand kommt und merkt, da ist Gesetzlichkeit, wie kann man Gesetzlichkeit grundsätzlich überwinden? Oder was kann einem helfen, weniger gesetzlich zu werden? Es braucht Mut und man muss sicher auch man muss Schuldgefühle aushalten und Überzeugung über Schuldgefühlen, über Gefühle stellen. Also ich frage mich dann wirklich, okay, wenn ich Fuck und Shit sage, ist da in der Bibel irgendetwas damit gemeint, wo ich darüber hinausgehe? Ist das wirklich da dieser Punkt? Nein, ist es nicht. Okay, ab jetzt auch wenn ich Schuldgefühle kommen, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich das fördern will in meinem Leben, das ist nochmal eine ganz andere Frage nochmal. Aber ich ignoriere diese Schuldgefühle. Ich versuche es am richtigen Ort nicht zu sagen, oder ich zum Beispiel mit Englischsprachigen, weil das für sie etwas anders ist. So mache ich es jetzt, dann versuche ich Fuck und Shit nicht zu sagen. Aber sonst jetzt bei Schweizern mute ich ihnen das normalerweise zu. Und dann ist so ein kleines Ding, wo ich einfach merke, für mich, ich habe mich befasst damit, mit der Bibel, bin dieser Meinung und dann stehe ich dazu und ich nehme meine Schuldgefühle nicht mehr so ernst und ich trainiere das so ein bisschen, dass ich nicht immer abhängig bin von den Schuldgefühlen, weil da haken die ja ein. Das ist so, wie ich das mache. Ja, ich würde noch mal von dem her kommen, dass vieles daraus ja entspringt, weil man denkt, nicht genug zu sein oder noch was tun muss, um gerettet zu werden. Das ist eben Hebräer 7,19, denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit führen können. Stattdessen wird etwas eingeführt, das uns eine viel bessere Hoffnung gibt und uns den ungehinderten Zugang zu Gott verschafft. Also Jesus. Und also wenn du, sagen wir mal, du merkst, hey, ich will mich an jede einzelne Regel halten, an jedes einzelne Gesetz, dann sagt die Bibel, dann musst du dich an alles halten. Also die Bibel zeigt dir eigentlich nur auf, oder das Gesetz zeigt dir nur auf, dass du einen Retter brauchst. Ja. Und das einfach zu wissen, hey, du kannst es nicht aus dir heraus tun, sondern
Ich glaube, die Gebote sind wichtig, aber du wirst die Gebote aus dir heraus nie halten können. Und sie werden dich auch nicht retten, sondern der Einzige, der dich rettet, ist Jesus. Ja. Das ist auch eine tiefere Offenbarung von seiner Gnade, die hilft. Und vielleicht auch sein Gottesbild überdenken. Ja, wie man Gott absolut, sieht und wie er sich gegenüber von dir verhält. Oder, ich denke, das kann auch sehr gut helfen. Ich finde das ein wunderbares Schlusswort. Das war der Podcast über Gesetzlichkeit. Wir werden das nächste Mal über Ungesetzlichkeit sprechen. Und danke vielmals für eure Zeit.